Unge hat auf mein Video zum Regenbogenglas-Prank reagiert und ich reagiere jetzt auf seine Reaction. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Mail hat ein Video hochgeladen vor 6 Tagen, das heißt, ich war bei Unge in Madeira. Das heißt eigentlich auf Madeira, weil es ist eine Insel und da ist man drauf und nicht drin. Scheiße. Aber ich drücke da mal ein Auge zu für den Schweizer. Wir gehen rein. Ey, so dumm kann keiner sein. Das haben mir ein paar Leute in die Kommentare geschrieben. Das wechsle ich jetzt gerade. Jetzt gerade wird das gewechselt. Das kann doch nicht sein. Ich war bei Unge auf Madeira. Speichern. Besser? Ich hoff's doch. Wir gehen rein. Auf die Schweiz. Let's go. Oh mein Gott, ist das hübsch. Willst du dich verarschen? Was? Das ist doch kein Regenbogenglas, du Idiot. Das ist angemalt. Bist du dumm? Er hat mich verarscht. Wer war live dabei? Wer war live dabei? Ich war live dabei. Wieder mal wirklich die Witze 2022. Die werden auch dieses Jahr perfekt sein. Und wer sieht das heute zum ersten Mal? Auch interessant. Vielleicht sind auch einige neue Zuschauer am Start. Wahrscheinlich. Ja, das bin ich. Wie zur Hölle bin ich als kleiner Schweizer YouTuber in Madeira bei Simon Unge gelandet. Mein Name ist Mael und ich erzähle euch mit knapp 6 Monaten Verspätung eines der krassesten Erlebnisse meines Lebens. Einfach 6 Monate Verspätung, Digga. Ich schäme mich noch heute darüber. Es tut mir schrecklich leid. Hoffentlich sagt Simon nichts darüber und macht's noch schlimmer. Angefangen hat alles damit. Wie ist er bei Simon Unge auf Madeira gelandet? Vor allem, Maelo tut so, als wäre er ein kleiner Schweizer YouTuber. Maelo ist, glaube ich, also ich glaube, Maelo gehört zu den Top 10 von den YouTube Shorts Creatoren. Es gab letztens irgendwo so eine Liste, ich weiß nicht, wer es gepostet hat. Da gab es so eine Top 10 Liste von YouTube Shorts. Ich finde das jetzt nicht. Ich finde das jetzt leider nicht. Ich finde es jetzt gar nicht. Aber ich glaube, Maelo gehört dazu, der macht extrem viele YouTube Shorts und die laufen extrem gut. Ich weiß nicht, ob der Top 10 ist. Ich weiß nicht, ob der Top 10 ist. Aber Ja, true, ich mache extrem viele Shorts, das stimmt, vielleicht habt ihr es gesehen. Einfach dieser andere Easy Reaction Content, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Da läuft es momentan sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich Top 10 bin, das wüsste ich jetzt gar nicht, habe ich gar nicht gesehen. Sympathisch, dass er das so sagt. Sympathisch, sehr nett. auf jeden Fall ist er sehr weit oben dabei. Legendäres Regenbogenglas von Evanio geklaut wurde und dieser es dann in die Toilette reingehalten hat. Ich weiß bis heute nicht, warum man sowas macht. Ich finde Toilettenwasser gar nicht so ekelhaft. Ich finde Toilettenwasser gar nicht so ekelhaft. Bruder, da war ich auch triggert, als er es in die Toilette reingepackt hat. Evanio, das Schwein. Sorry, ich bin eine kleine Prinzessin. Ich werde Vater. Daraufhin wurde Simon sauer, Evanio kam ins Schwitzen, hat meine Videos zum Regenbogenglas gesehen und ist dann bei mir in die Insta-DMs geslidet. Das Ding ist, du hast das Regenbogenglas der Schweiz. Digga, ich bitte dich um alles. Also wirklich, ich bitte dich gerade richtig darum. Bitte schick mir die Scheiße zu. Dieser Moment war für mich Wie Evanio so gebettet hat. Und weil in dem Moment wusste ich doch schon, was abgeht. Evil Love. übel weird, weil ein YouTuber, den ich schon Ewigkeiten verfolgt habe, mir einfach auf einmal eine Insta-DM schreibt. Hä? Ursprünglich wollte Evanio der Schlingenlaber, dass ich ihm das Regenbogenglas einfach so nach Madeira schicke. Okay, hätte mir vielleicht 100, 200 Euro gegeben, aber einfach so. Meine Antwort war dann so: nee. Denn parallel dazu hatte ich schon meine kleine Serie zum Schweizer Regenbogenglas gemacht, indem ich Simon Unge mein Glas schmackhaft machen wollte. Und das Glas dann einfach so nach Madeira zu schicken, hat mir nicht so in den Plan gepasst. Aber weil Evanio so ein Schwein gewesen ist, Nehmen Sie auch hier Regenbogengläser. Was ist ein Ibero-Gast? ist dann Was ist ein Ibero-Gast? etwas passiert, mit dem ich niemals im Leben gerechnet hätte. Okay, also, kein Bock so viel zu schreiben. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wir müssen halt das so lenken, dass Evanio es halt komplett glaubt und dass er es halt wirklich auch so sozusagen, wie wir es planen, dass er das Ganze mitspielt, ohne es zu wissen. Das wäre halt wichtig. Und dann wird es so ein heftiger Prank. Also ich fände es cool, wenn du vorbeikommst. Also bist herzlich eingeladen. Zusammen mit Unge Evanio verarschen und dann noch nach Madeira zu Unge gehen? Was? Ich war einerseits mittendrin in der Produktion von dieser Videoserie und andererseits habe ich noch meinen Bachelor fertig gemacht. Ich so. Also ich musste noch lernen für die Uni. Ehrlich gesagt habe ich im Nachhinein überhaupt keine Ahnung, wie ich das alles geschafft habe. Morgens ist meine Stimme mal komplett dead. Also, der Prank an Evanio lief wie folgt ab. Evanio fliegt in die Schweiz. Wie habe ich das Video eigentlich geschnitten? So viele scheiß Memes reingebaut. Unge checkt einfach gar nichts. Unge sitzt einfach da und denkt sich so auf Madeira. Auf Madeira? Ich hab's richtig gesagt. Was will der komische Schweizer von mir? Ich übergebe ihm das Paket mit dem Fake-Regenbogenglas, wobei ich ihm gesagt habe, dass er es einfach nicht auspacken darf. Und Evanio nimmt das Paket
unausgepackt mit und ist einfach, oh mein Gott, so lost. Wegen Überraschung und so. Danach fliegt Evanio zurück nach Madeira und ich fliege einen Tag später auch nach Madeira. Während Milo aus der Vergangenheit jetzt nach Madeira fliegt, muss ich jetzt für Unge, für Weihnachten, noch was organisieren. Dafür muss ich an einen ganz bestimmten Ort zurück. An den Ärgererbach. Simon, ich weiß ja, Madeira ist eine wunderschöne Insel, aber das hier ist der Weg, auf dem ich jetzt in die Ärgera runtergehe. Ich bin da. Darf man einen Stein überhaupt versenden? Scheiß drauf. Also ich suche jetzt kurz einen Stein, der perfekt auf Simons riesiges... Oh, geil. Ein Stein vom Ärgererbach. Ey, aber nicht verschicken. Scheiße. Bring ihn doch einfach vorbei. Ach so. Also ich hoffe, zwei Sachen. Ich hoffe, dass der Scheißstein auch mal ankommt die nächsten Tage, weil anscheinend ist er noch nicht angekommen. Er hat das Video, ich glaube, gestern gesehen. Heute ist der 6.1. und ich habe das am 21. versendet. Ist immer noch nicht angekommen. Madeira ist natürlich eine andere Geschichte, weil Insel und so. Aber vielleicht kann ich das auch vorbeibringen. Neue Steine. Ui, was ist das denn? Nee. So, das sind... Boah, er kriegt richtig Ärger von der Schweiz. Die wird ihn anzeigen. Er hat nämlich von der Schweiz Diebstahl begangen und bringt jetzt wertvolle Schweizer Steine nach Madeira. Oh oh. Neuer Ehrenbürger von Portugal, weil er bringt wertvolle Schweizer Steine nach Portugal. Aber die Schweiz wird ihnen Probleme machen. Das gibt Ärger. Jetzt die zwei Prachtexemplare so ein bisschen dunkel. Ich habe jetzt kleine genommen, weil ich nicht auf dumm einfach das Paket so viel schwerer machen will. Aber das Wichtigste, so sagt man hier in der Schweiz, ist die Geste. Wunderbare Steine. Geil, wir haben bald Steine vom Ärgererbach hier auf dem Grundstück. Die Sache ist, ihr denkt jetzt so, was bringt das Steine? Aber Leute, ich sammle Steine. Wusstet ihr das eigentlich schon? Ich sammle Steine. Ich habe eine Steinsammlung. Kein Scherz. Ich habe eine Steinsammlung. Und ich liebe Steine. Steine, ich könnte euch stundenlang erzählen, warum Steine so geil sind, aber Steine machen nichts dreckig, Steine brauchen keine Pflege, Steine brauchen kein Wasser, Steine sind wetterfest, du kannst sie nach draußen stellen, du kannst sie nach drinnen stellen. Steine können auch die Tür offen halten. Steine können dafür sorgen, dass etwas vom Wind nicht weggeweht wird. Steine sind schön, Steine sind entspannt, Steine sind sehr alt, Steine sind lecker. Ich lecke an Steinen, lecker. Steine sind einfach... An Salzsteinen, da würde ich auch gern dran lecken. Ich würde aber auch noch gerne an anderen Sachen... Komm, lass mal was bleiben. Baba, sag ich, wie es ist. Und die tun sich extrem Oh, und der Ärgererbach. Das ist der ganz heilige Bach in der Schweiz. gut, auch in der Natur Madeiras. So eine Scheiße. Simon, du musst bedenken, du bist dann der einzige Mensch in ganz Madeira, der Steine vom Ärgererbach hat. Das müsst ihr erstmal verstehen. Ich bin wirklich der einzige Mensch auf ganz Madeira, der Steine vom Ärgererbach hat. Krass, oder? Oh nee. Jetzt überlegt euch mal, wie krass es ist. Ja. Es hat niemand auf Madeira Steine vom Ärgererbach. Niemand. Das ist das, wo ihr darüber nachdenken müsst. Und genau darum ist Simon auch so reich. Ich meine, ich hier in der Schweiz gehe zum Ärgererbach und das sind viele Steine. Okay, sind jetzt vielleicht nicht so viel wert. Aber ich schicke die Steine nach Madeira. Der Wert wird durch diese Versendung exponentiell steigen. Der Wert dieser Steine ist unendlich hoch. Da müsst ihr drüber nachdenken. Weil Steine können überall herkommen. Aber sie kommen hier auf meinem Bauernhof, werden sie zusammengeführt. Ja. Steine von nah und fern. Simon, als Dank für deine Gastfreundschaft und dass ich bei dir pennen durfte, schicke ich dir Steine. Geschenke kriegt ihr dieses Jahr nicht. Natürlich habe ich auch Schokolade. Oha, vegane Schokolade, oha. Scheiße, ist die etwa nicht vegan? Hey, natürlich ist sie vegan. Diese Schweizer Schokolade und diese veganen, schokoladigen Weihnachtsmänner und diese Steine, ich hoffe, das ist legal, ich habe sie desinfiziert, werden nach Madeira geschickt. Bestes Weihnachtsgeschenk, oder? Ey, inshallah, das ist noch vor Weihnachten bei dir. Ein Lindkarton. Na, noch ist er nicht da. Er sollte vor Weihnachten bei mir sein. Ist er irgendwie verloren gegangen? Ich guck gerade. Ich habe hier noch Kartons, aber... Also, vor Weihnachten war hier gar nichts. Also, Maelo? Also,
Vielleicht hat der Typ, der meine Xbox geklaut hat, auch die Steine abgezogen. Hey! Nein, nicht schon wieder der Zoll. Der Zoll hat Auge gemacht. Aber wo sind meine Steine? Fuck. Mittwoch 9. Ach so, der hat das erst am 29. Dezember losgeschickt. Ach so, ich dachte schon. Ja, gut. Geschenke kriegt ihr dieses Jahr nicht. Und sonst ist es fürs neue Jahr ein ganz spezielles Geschenk, was ich jetzt noch nicht zeige, möchte ich dir aber 2022 So eine persönlich Scheiße, noch Digga. Ich Ein neues Regenbogenglas? komme sonst auch als DHL-Bote. Ja, und dann bin ich in Madeira bei Unge angekommen. Extrem aufgeregt, aber ready. Evanio in Unge klickt live. Ich muss daran denken, wie ich mir mein fucking Bein umgeknickt habe, als Maelo da war. Auf einmal bin ich vom Strand weggehumpelt. Ich habe mir so mein Bein umgeknickt. Ich muss los. Ich muss los. Ja, wir waren so am Strand, am Meer. Genau dort, wo auch Tanzverbot auf die Fresse geflogen ist. Dort waren wir am Meer. Und Simon ist dort, hat auch so umgeknickt, im Meer drin, im Wasser drin. Und er dann ja immer die ganze Zeit, nee, ist kein Problem, es tut gar nicht so weh. Und dann 5 Minuten später konnte er nicht mehr laufen. Ich und der andere Simon, wir mussten ihn dann einfach zum Tesla tragen. Chillig. Zu pranken. Oh nee, jetzt Von geht's Evanio los! und Maelo. Zettel hier öffnen. Erst im Stream öffnen. Oh, hast du dich dran gehalten? Ja, habe ich ja wirklich. Ja, okay. Das Schweizer Regenbogenglas-Zertifikat. Weil das ist das Nein. echte. Hier, das ist absolut wichtig. Das ist so ein Moment in meinem Leben. Oh mein Gott. Vor allem, er sagt so, das ist so ein Moment in meinem Leben und dann... Geil! Wow. Oh mein Gott, das ist hübsch! Das ist so hübsch! Willst du dich verarschen? Was? Da ist Papier drin. Keine Sorge. Nein, willst du dich verarschen? Was? Das ist doch kein Regenbogenglas, du Idiot. Das ist angemalt. Bist du dumm? Er sagt einfach, es ist hübsch. Er hat mich verarscht! Willst du dich verarschen? Das ist einfach angemalt. Das ist einfach kein Regen, das ist einfach irgendein Glas. Schwör jetzt in die Kamera, wusstest du das? wirklich. Schwöre auf deine Familie. Ich schwöre auf deine Familie, ob du was wusstest. Ich schwöre auf meine Familie, ich habe wirklich nichts damit zu tun. Ich habe einfach nur das Paket angenommen, mehr nicht. So, ich hab's gar nicht bemerkt. Wie hast du das direkt gesehen? Ich hab's Ja, gar nicht Digga, gesehen. es sieht doch aus, als wärst du von Kind bemalt. Für Unge. Was Ey, ist Gott, das? ey, wir rufen Maelo an. Was ist das für eine Wir Verarsche? rufen Maelo an. Du kannst dich am Arsch lecken. Nein. Aber dieses Glas, ich finde, dieses Glas ist auch legendär. Hat das Simon noch, dieses Glas? Von mir persönlich handgemahlene Glas? Weil ich gehe vielleicht dieses Jahr nochmal nach Madeira und hol mir dieses Glas ab. Einfach als Erinnerung, dass ich dieses Glas dann wieder hier habe. Und das hier, genau das hier, das hat ja eigentlich jetzt nicht eine große Bedeutung jetzt mehr. Natürlich, 2021er Version, das bringe ich einfach noch vorbei. So ein Ding ist das nämlich. Und falls die Steine nicht ankommen, dann auch noch ein paar Steine vom Ärgerbach. Du kannst dich am Arsch lecken. Ey, wir müssen ihn anrufen. Ich hab's doch schon. Soll ich dir was erzählen, Evanio? Du dachtest nämlich, du könntest mich pranken. Aber alles, die ganze Reise in die Schweiz, das war alles ein Prank. Wie? Das war alles ein Prank. Oh, wir sind geprankt worden. Ich hab dich nämlich geprankt. Ich hatte es schon lange. Ja, weißt du, wer ich das Ja, habe? Maelo wahrscheinlich, ne? Maelo ist schon die ganze Zeit hier auf Madeira. Ey, verarschst du mich gerade? Nein, das ist offiziell. Ist er gerade jetzt da, oder was? Ach so, oh mein Gott. Sagtest du? Jetzt sagte er so, das ist nicht Maelo. Das ist ja Simon. Also das ist Simon 2. geil. Er heißt Simon 2, weil ich Simon 1 heiße. Weil er ist jünger als ich, deswegen ist er nach mir geboren, deswegen heißt er Simon 2, okay? Er dachte jetzt, okay, Maelo ist nicht da. Er dachte, das wäre Maelo. Aber da ist Maelo dann doch da! Das war so witzig. Digga. Wir haben ihn auf! Aber bitte sprechen wir nicht über mein Movement, wie ich da reingehopst bin, Digga. Also wirklich, das war gar nichts. Also wie ich dort reingesprungen bin. Aber ihr müsst mir auch verzeihen, ich war wahrscheinlich noch nie so aufgeregt in meinem Leben. Bitte, komm, lassen wir es bleiben. Schauen wir es doch einfach, ab jetzt schauen wir uns das nicht mehr an. Danke Simon für dieses wahnsinnige Erlebnis und danke, hast du die Zeit genommen, mir Madeira ein bisschen auf emotional zeigen. Ich wünsche dir, deiner Familie und deinen Freunden nur das Beste. Oh mein Gott! Vor allem, er hat's gesehen! Er packt es auf! Er sagt so, oh wie schön! So ein Hüter! Ey, das ist auch nett, aber Richtig schönes Glas. Hops, 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 hops. Kuss geht raus an Maelo. Schaut bei Maelo vorbei, lasst Liebe da, lasst Küsse da und lasst ein Abo da. Oh, muah. Ich küsse
Dein Herz.